Ich grüße Sie alle in dem Namen unserem Herrn Jesus Christus. Und es war sehr tief auf dem Herzen, solche Gelegenheit zu haben, euch alle zu danken, dass ihr alle mich begleitet haben durch dem Gebet. Es war nicht eine leichte Reise nach Gaza zu reisen. Das ist auch das erste Mal für mich. Ich habe es auch nicht gemacht aus Wunsch oder aus Interessantenheit, sondern der Herr hat diese Reise sehr tief in meinem Herzen gelegt. Ich habe für Gaza gebetet, als ich gehört, dass es so viele Leute, Christen mit den Namen und viele Muslime auch auf dem Internet schreiben viele Fragen über das Christentum. Als ich sehr beschäftigt war mit diesem, was es auf dem Internet geschrieben, kam 2 Tage später abends einfach durch die Skype ein Anruf von dem Pastor. Es gibt einen einzigen Pastor in der Stadt dort. Er ruft bei mir an und sagt, ich habe gelesen über deinen Dienst, über Radioarbeit, über solche Fernsehprogramme, ob es geht, dass du uns hier im Land besuchen. Ich weiß nicht, wie du reinkommen kannst. Es ist nicht einfach, aber wir sind richtig. Wir haben ein paar Familien und die haben so viele Schwierigkeiten außer Angst. Gaza hatte 1,17 Millionen Einwohner, davon 1250 Christen. Die Stadt oder die Streife ist 48 Kilometer lang und 9 Kilometer breit. Und die Christen sind mitten in die Stadt, die haben Angst, weil vor Zeit ist die Bibelgesellschaft, die Gemeinde, Bibelgesellschaft ist bombardiert. Der Leiter für die Gemeinde ist vor der Tür, ist geschlachtet. Bruder Rami, Vater von 4 Kindern, seine Frau und die Kinder sind nach Bethlehem gegangen. Geschwister haben Angst. Keiner kommt zur Gemeinde. Das habe ich nie erlebt, dass die Gemeinde in die 5. Etage hoch, ein großes Haus, aber die Gemeinde ist in die 5. Etage hoch und trotzdem hatte die Wände paar Schüsse von Hamas ist in die Wand, bis jetzt kann man das sehen. Das ist die Zimmer, wo ich übernachtet habe. Diese Löcher in die Wand von den Raketen war für mich gut, weil ich kann nicht schlafen in einem geschlossenen Zimmer, ich schlafe nicht. Aber diese Löcher hat ein bisschen Luft gebracht, konnte ich gut schlafen. Der Pastor, seine Frau und das Baby schlafen nie in diesem Zimmer außer Angst. Und das für mich war gut, dass ich alleine schlafe, das war gut. Es war nicht leicht, es war richtig eine Abenteuerreise, aber wie der Herr mich getragen. Dort der Strom, kein Strom, war zuerst 6 Stunden, dann 8 Stunden. Vor 3 Tagen, bevor ich mit meiner Frau hier reiste, genau hat er angerufen, 12 Stunden täglich gibt es keinen Strom. Entweder 12 Stunden am Tag oder spät oder die ganze Nacht. Und deswegen kommen weniger Leute zur Gemeinde, wenn kein Strom abend, es ist alles dunkel. Ein Amerikaner hat einen Aufzug für die Gemeinde spendiert. Aber was macht man mit dem Aufzug, wenn kein Strom, die Leute haben Angst, dass plötzlich der Strom geht weg ohne Zeichen. Der Strom, plötzlich steht man in einem Aufzug und danach Strom ist weg. Da muss man in die Gebetszeit bis morgen in dem Aufzug. Es gibt keine Möglichkeit oder jemand geht auf dem Dach und versucht mit einem Wire oder so, es ist sehr schwierig. Wenn es kein Strom ist, es kein Wasser. Weil der Wasser geht durch eine Bombe und kein Strom, da gibt es kein Wasser. Das Wasser ist sehr salzig. Ich habe es persönlich probiert, das macht Schwierigkeit hier und das war richtig sehr salzig und tut weh an die Lippen hier. Viele Leute haben Probleme mit dem Niere wegen des Wassers. Aber das alles spielt keine Rolle, weil der Herr hat die Tür vor mir geöffnet, viele Leute zu erreichen. Ich habe die Schule besucht, eine Schule 267 Kinder
in die Schule, kein einziger Christ. Sie sind alle Moslems. Die Schulleiterin, eine Schwester im Herrn, wiedergeboren, und noch eine Lehrerin und ein Lehrer. Aber alle anderen Lehrer und Lehrer sind Muslime. Gott hat mir die Macht gegeben, das ist nicht von mir. Ich persönlich schaffe das nicht. Ich traue mich auch nicht. Aber der Herr hat mir die Macht gegeben, dass ich mit meiner Bibel dort gegangen, 7 Uhr morgens zur Schule. Ich habe mit der Leiterin gesprochen und da habe ich gesagt, ich will mit den Lehrern und Lehrern eine kleine Frohbotschaft geben. Ich bin gegangen mit der Bibel und da habe ich denen gefragt, ihr seid alle Lehrerinnen und Lehrer und ich möchte über einen Lehrer, den ich persönlich kenne, heute etwas berichten. Und da habe ich über Jesus, der Lehrer, gesprochen, wie er gelebt, was er gesagt hat. Sein Leben war offenes Buch. Und Jesus ist kein Christ oder kein Muslim oder Jude. Jesus ist Gottes Sohn, der für jeder Mensch auf die Erde gekommen. Wenn ihr wolltet, dass ich etwas aus der Bibel lese, wenn ich das darf, die haben gesagt, ja bitte, bitteschön. Ich habe es die Bergpredigt geöffnet, Matthäus Evangelium 5, 6 und 7 und ich habe von jeder Kapitel 1, 2 Verse ausgewählt und danach habe ich gesagt, ich will ein Segenwort, man kann nicht für die Muslime sagen, ich will für euch beten. Die werden vielleicht die Zimmer verlassen, weil bei den Muslimen, wenn ich sage, es will für euch beten, das macht man, wenn jemand stirbt. Da betet und sagt, ich bete für euch, die werden Angst haben. Wer ist dieser, der kommt für uns zu beten, da sterben wir alle. Ich habe gesagt, ich will ein Segenswort mit euch sagen und ich will für diesen Lehrer beten, dass er kommt zu unserem Leben. Ich habe ein bisschen Tafelschokolade mitgenommen, dass die Sache ein bisschen leicht geht und da hat jeder etwas Süßigkeit. Auch dasselbe bei den Kindergarten, aber auch ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus, die ist gegründet von Baptistengemeinde. Leider, es gibt nichts christlich, obwohl es gibt eine Kapelle, aber die ist geschlossen. Außerdem ist eine kleine Gebetsecke, Moschee, kleine Moschee oder Gebetsecke für Muslime in dem christlichen Krankenhaus ist schon gebaut. Der Pastor ist ein junger Mann, verheiratet mit einer Frau aus Gaza, hatten ein Baby, Matthew, und die hatten Angst, weil durch Hamas ist man dort kontrolliert. Wenn Sie wollen mehr über die Reise genau lesen oder die ägyptische Reise oder die Israel-Reise mit Arabisch-Aramäisch, meine liebe Frau hat richtig sehr gute, viele Mühe gegeben und sie hat gestern den Rundebrief, Gebetsbrief geschrieben mit alles drum und dran. Bitte melden Sie sich, dass Sie meinen Rundebrief bekommen. Das machen wir gerne. Vielleicht an dem Büchertisch. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand von den Geschwistern einen Zettel legen. Ich möchte den Rundebrief von Lea und Ingeborg Maurice. Vielen Dank. Heute ist erster Advent und das passt genau mit unserem Thema. Das Thema lag auf dem Herzen. Und der Leib Christi in der heutigen Zeit. Wie sieht die Gemeinde Gottes jetzt? Und ich meine von der Leib Christi nicht die Gemeinde in der Schweiz oder in Europa oder in Afrika, sondern Jesus Leib überall. Und dieses Thema hat der Herr mir gegeben, als ich mit der aramäischen Reise in Israel gewesen, Mitte unterwegs in die Stadt, trafen wir viele jüdische Gruppen, die hatten ein Kind, der ist 13 Jahre geworden. Und dort wird ein riesengroßes Fest gemacht. Und wir als Araber, ich hatte 9 Ägypter, 3 Syrer, etwa 35 Türken aus christlichem Hintergrund, das sind Aramäer. Wir hatten ein Ehepaar aus der Schweiz, die waren auch mit auf der Reise. Und die 4 Deutsche, eine Frau, die kam aus der Türkei und eine aus Schweden.
Die sind alle gekommen zusammen, wir waren eine Gruppe und in Sekunden waren wir mit einer jüdischen Gruppe, die singen. Und ich habe gesehen, wirklich Jesaja 19,25, wenn der Herr redet über Assur und die Ägypten und die Israel. Ein ganz kleines Stück Videofilm will ich zeigen, bevor ich rein in mein Wort komme. Ich möchte über die Gemeinde Jesus reden, solche kleine Bilder. Es ist nicht selbstverständlich, wenn die Ägypter mit Juden zusammen singen und tanzen. Syrische Leute mit jüdischen Leuten. Sie wissen die Situation jetzt zwischen Syrien und Israel und Amerika, die Situation. Türkische Geschwister mit syrischen Geschwistern zusammen. Und die Situation zwischen der Türkei und Syrien ist total Chaos zurzeit. Ägypter mit türkischen Leuten zusammen. Das kann nie passieren durch der Bräutigam, der ist gekommen, eine Gemeinde auszuwählen. Von aller verschiedenen Hautfarbe, von aller verschiedenen Nationalität, von aller verschiedenen Sprachen. Und ich hatte von dem Höchstlied dieses Thema ausgewählt. Der Herr lag auf meinem Herzen, in dieses Buch, dieses hohen Lied. Das ist der Hauptthema für das Buch ist die Geliebte. Die Geliebte. Es ist geschrieben 10 Jahre vor Christus. Und das passt mit dem ersten Advent. Der Bräutigam kommt, der Herr kommt. Gerade 10 Jahre vor Christus ist dieses hohe Lied geschrieben. Und dieses Buch, man kann 3-fach Auslegung in dieses Buch sehen. Das erste, das ist eine lebendige Schilderung der Liebe Salmus zu einem Mädchen. In Kapitel 6, Vers 13, die Name von dieses Mädchen auf Arabisch und auf Hebräisch heißt Sholomais. Auf Deutsch, ich glaube, Solamitin. Oder eine sinnbildliche Offenbarung der Liebe Gottes zu seiner Bundesvolk Israel, der Frau des Herrn. Das kann man genau deutlich lesen in Jesaja 54, die Verse 5 bis 7, aber auch Jeremia Kapitel 2 und gerade Vers 2. Das dritte Auslegung, das ist die Gleichnis der Liebe Christi zu seiner himmlischen Braut. Ich meine der Gemeinde, 2. Korinther 11, Vers 2. Und da kamen 3 Fragen, fangen an genau mit dieselben Worten in das Buch. Das erste Frage kam in Kapitel 3, Vers 6. Die zweite Frage war in Kapitel 6, Vers 10. Und das dritte in Kapitel 8, auch Vers 5. Und die Frage fängt an, wer ist sie, die? Und kommt die Frage, wer ist sie? Wer ist sie? Und diese Frage trägt eine von 2 Bedeutungen. Das erste Bedeutung, wer ist sie? Das ist eine Frage zum Verachten. Das ist die Situation für die Gemeinde Gottes, für Gottes Leib heute auf der Erde.
Manchmal sind wir verachtet. Der Welt guckt an die Gemeinde, das ist Leute, die sind nicht in die richtige Lage. Die denken, wir sind nicht modern. Wir sind alter Mode. Wir sind unter Kontrolle von jemand anderem. Wir haben Angst. Wir wissen nicht, was heißt Freude und die Fröhlichkeit. Das denken die Leute draußen über uns. Wenn wir morgens am Sonntag anziehen, sehr schön und schick, und gehen alle zur Gemeinde, verachtet. Und kein Wunder, in Jesaja 53 steht genau in Vers 3 über Jesus. Er war der Allerverachteste und Unwerteste. Der Bräutigam war auch so. Die haben an Jesus geguckt. Ist von Nazareth etwas Gutes kommen kann? Kann von dem Nazareth etwas Gutes kommen? Wie oft haben die an Jesus gesagt und gesehen? Sehr schlechte Worte. In Johannes Evangelium Kapitel 8 reden über Jesus. Wir haben einen Vater, heißt Abraham. Und wer ist dein Vater? Woher bist du gekommen? Aber dieselbe Frage hat andere Bedeutung. Das kann sein eine Frage der Bewunderung. Wer ist sie, die es so geliebt? Wer ist sie, die Gott persönlich auf die Erde gekommen, um sie auszuwählen? Und es sagt diese Braut in Hohenlied, Kapitel 2, Vers 1. Ich bin eine Blume zu Saron und eine Rose im Tal. Haben Sie das einmal gesehen? Dass eine Pflanze kommt durch die Felsen? Haben Sie das gesehen? Eine Felsen und eine Pflanze kommt raus. Haben Sie gesehen einmal, wo alles trocken und so, und da kommt eine Blume. Eine Blume steht. Das sieht man oft im Orient auch in Israel. Manchmal sehen wir, ich habe viele wunderbare Bilder gemacht. Es ist leider keine Zeit, etwas zu zeigen von den Bildern in Gaza oder auch in Israel, wo Wüstenstück oder ein Felsen und eine Rose oder eine Blume kommt raus. Und das hat zwei Bedeutungen. Das erste Bedeutung, die Schönheit. Die Gemeinde ist die Schönheit mitten in dieser Welt, wo alles Wüste und Felsen und trocken und hart, kommt die Gemeinde Jesu heute. Aber auch ein Symbol für die Kraft. Kraft, eine Blume, durch die Felsen rauskommt. Welche Kraft ist das? Welche Kraft hat die Gemeinde? Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich bin getragen und ich fühle mich sehr wohl, wenn ich höre, dass die Geschwister für mich beten. Wenn Jonathan schickt mir immer SMS mit einem Bibelvers und die brüderliche Grüße und ich bekomme solch, das ist eine Unterstützung. Die Gemeinde ist eine Kraft, ein Dynamit durch das Gebet. Wer ist sie? Und ich lese die 3 Verse genau, wie sie gekommen ist. In Kapitel 3, Vers 6, wer ist sie, die da heraufkommen aus der Wüste? Rauchsäulen gleich umduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Und dann aus Kapitel 6 kommt Vers 10. Wer ist sie, die da hervorglanzt wie der Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegshagen? Und dann kommt Kapitel 8, Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommen aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt?
die Gottes, der Leibe Christi in der heutigen Zeit in drei verschiedene Bilder. Das erste Bild sehen wir hier, dass eine Gemeinde, die singt mitten in die Wüste. Singt in die Wüste. Kann man das vorstellen, dass eine Gemeinde, die singt, kann man in die Wüste singen? Was gibt es in der Wüste? In der Wüste gibt es Hitze. In der Wüste gibt es Trockenheit. In der Wüste gibt es Einsamkeit. In der Wüste gibt es Gefahr. In der Wüste, da hatte man Angst. Ich erinnere mich sehr gut, als ich einmal mit einer Gruppe im Sudan war. Wir waren 6 Geschwister. Einer von denen hat gesagt, sollen wir Andacht machen auf die Spitze von diesem Berg. Ein Berg heißt Abri. Abri-Berg ist sehr bekannt. Das geht sehr oben und oben gibt es wie eine Terrasse. Ganz normale, natürliche, ebene Stück und danach geht runter. Ich bin nicht geübt, um Steine oder einen Felsen zu klattern, aber die Geschwister, die 5 Deutsche, sind geübt, die machen das oft. Ich bin bis zur Mitte gekommen und ich kriege keine Luft mehr. Ich sagte, liebe Geschwister, ich bleibe hier und ihr könnt oben beten. Gott kann genau hören für mich und für euch. Die Distanz spielt keine Rolle. Geh mal oben und ich bete hier. Ich bin in der Mitte geblieben. Und die ganzen Geschwister sind nach oben gegangen. Plötzlich ist es sehr dunkel geworden. Ich höre nichts. Wir hatten unten einen Wagen, großer Wagen, die ist von Militär gekauft, deutscher Militär gekauft, alter Wagen. Und ich habe die Idee bekommen, ich gehe schnell runter, mache das Licht an von dem Wagen, von dem LKW, dass die Geschwister auch das sehen. Die Geschwister haben dieselbe Idee, aber in dieses Berg kannst du deine Richtung, deine Orientierung total verlieren. Ich bin runter, ich habe gedacht, dass ich gehe ganz gerade. Ich wusste nicht, dass ich langsam in total andere Richtung, bis ich runtergegangen. Und ich fand diese große LKW, ich fand es nicht. Und es war sehr dunkel, sehr schwarz, dunkel. Ich sah die Geschwister nicht, ich finde das Auto nicht. Ich habe versucht, ich weiß nicht, was zu tun. Wo ist Nord, wo ist Süd, wo ist West, wo ist... Ich weiß nicht, wo bin ich. 1 Stunde 15 Minuten werde ich in meinem Leben nie vergessen. 1 Stunde 15 Minuten bin ich verloren, mitten in der Wüste. Einsam, Angst. Aber ich habe gehört, die Geschwister singen und durch den Wind langsam habe ich angefangen, etwas zu hören. Und ich habe versucht, mich zu orientieren an ihrer Richtung, bis wir uns zusammen getroffen und jeder, einer Bruder, hat Kompass und hat versucht, bis wir dieses Auto gefunden haben. Es ist eine sehr schwierige Situation alleine in der Wüste. Und hier steht, wer ist sie? Wer kommt da von der Wüste herauf? Er sieht aus wie Rauchsäulen von brennenden Weihrauch und Myrrhe. Das ist die Gottes Leib, Jesus Leib in der Welt heute. Riecht gut. Betet und singt. Dieser Rauch ist ein Symbol oder Vorbild für Lob und Preis. Für Lob und Preis. Das lesen wir auch im Alten Testament, aber in der heutigen Tag. In manchen Kirchen, auch in meiner Heimat, bei den koptisch-orthodoxen Kirchen. Es gibt ein Stück mitten in dem Gottesdienst, wo Weihrauch auf ein Stück Kohle und danach wird alles riecht gut. Das ist ein altes Symbol, dass wir singen und beten für den Herrn. Und das ist die Gemeinde heute. Ich sage euch ganz klar und deutlich, liebe Geschwister,
Es gibt keine Fröhlichkeit oder fröhliche Gruppen, die singen von ganzem Herzen und die freuen sich, außer die Gemeinde Gottes heute. In der Welt gibt es so viele Angst. Sitz mal vor dem Fernseher und guck mal die Nachricht. So viele Elend, so viele Angst, so viele Traurigkeit, so viel Blut, egal wo man liest, überall Betrug, Unfälle. Kommt zu die Gemeinde Gottes und sitzt mit in die Geschwister und die liest Gottes Wort und die singe. Da kommt der Heilige Geist mit viel Trost zu unserem Herzen. In Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 3. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaft ausharren bewirkt. Manchmal gibt es Situationen, die sieht ganz grau aus. Aber wenn wir diese Situation in Gottes Hand geben, es tröstet mich ein Bibelvers in Richter, in das Buch Richter, Kapitel 14 und Vers 14. Richter 14, 14. Von dem Esser, von dem Fresser kommt Speise und von Trockenheit kommt Süßigkeit. Von Fresser kommt Speise. Das ist die Geschichte mit Simson, als er ein Löwe umgebracht hat und unterwegs zurück hat gesehen, dass in dem Bauch von dem Löwe kamen die Bienen, haben Bienen ein Stück und da war voll mit Honig. Kann der Herr Jesus von der schwarzen Situation, von dieser Krankheit, was die unterleiden, dass diese Situation, wo sie vielleicht ihre Arbeitsstelle verloren oder ein Freund oder Freundin, eine beste Person, kann Jesus durch diese Probleme, wenn der Ehemann oder Ehefrau dich verlassen haben, kann Jesus etwas Gutes tun? Das ist seine Spezialität. Er ist der Meister, der nimmt mein Elend und der nimmt meine Angst. Und durch diese Situation kann der Meister das nochmal. Wir haben dieser Bibelvers, das ist ein sehr guter Kapitel in Römer 8, Vers 28. Wir wissen, nicht wir schätzen, nicht wir denken oder vielleicht, nein, wir wissen, dass alle Dinge macht zusammen für Güte, für die, die Gottes lieben. Alle, ja. Ich erinnere mich sehr gut. Eigentlich, ich bin am 8.6.1954 geboren. Aber wir feiern meinen Geburtstag am 16.06. Warum? Mein Vater hat, bevor er gestorben hat, etwas geschrieben. Da habe ich letzte Woche in Ägypten mit meinem Bruder zusammen saßen und lasen alles, was mein Vater geschrieben. Ich bin geboren mit etwa 1 Kilogramm 950. Und ich war sehr gelb. Und ich war nicht gesund. Und ich sah nach jemandem, der zwischen Leben und Tod. Und bei uns kostet etwas, wenn man geht zum Amt, um dieses Kind zu registrieren. Und ich komme von einer Familie, die ist nicht reich. Und die haben überlegt, gehen wir und registrieren diese Kerle oder warten wir, vielleicht stirbt. Von 8. bis 16. bin ich ein oder sagt man heimatslos oder was sagt man? Bitte heimatslos? Ich weiß nicht, dass jemand ist geboren, aber hat keinen Namen, Geburtstag, keine Geburtsurkunde, kann nichts. Am 16.06. Meine Mutter hat mich getragen, ist zu einem Pastor gegangen, hat die Tür geklopft. Der Mann ist rausgekommen, hat gesagt, Gott hat uns das Kind gegeben und jeden Tag stirbt 3-4 Mal, wir wissen nicht, was zu tun.
Und meine Mutter hat erzählt, der Mann hat mich getragen, hat: Herr, aller guter Gabe kommt von dir. Wir bitten dich, dass du das Kind helfen, segnen und behüten. Und er hat zu meiner Mutter gesagt: Nimm das Kind und geh und registriere ihn. Deswegen am 16.06. bin ich registriert. Ich sage genau die Adresse, wenn jemand hier mich etwas schenken will, da weiß man genau die Adresse. Den Datum. Kein Gott von dieser kann sich wache, tote Kind, ein Mensch, ein guter, gesunder, heiter Mensch tun? Ja, kein Gott. Kann. Am 1967 war starker Krieg zwischen Ägypten und Israel. Wir haben das ganze Haus verlassen. Wir durften nichts mit in die Hand nehmen. Gar nichts. Wir sind weggegangen in den Süden, wo wir Verwandten haben. Es war alles schwarz. Keine Schule, kein Geld, gar nichts. Alle in einem Zimmer, ein einziges Zimmer. Wir waren 9 Personen in einem Zimmer. Es war richtig Kriegszeit und hart. Man war richtig ganz tief unten. Für was kann man beten oder danken? Aber in dieser Stadt, wo wir geflüchtet sind, dort habe ich Jesus Christus getroffen als mein Herr und Heiland. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Für mich war egal, ob wir in einem Zimmer oder einer Villa, war genug zum Essen oder nicht. Die Freude des Herrn hat meinem Herzen erfreut. Kann der Herr von dieser grausamen Situation eine neue Freude machen? Kann auch. Ich kann viele Beispiele sagen, wie der Herr verändert Mara zu Elim. Mara, wo das Wasser sehr, sehr bitter war, zu Elim. Am 1982 habe ich Einladung bekommen, nach Aswan dort zu predigen. Aswan, das ist die letzte Stadt Ägypten, wo die Hitze manchmal 48, 49 Grad Hitze. Ich kenne niemanden, ich habe keine Familie. Ich kenne auch keine Christen dort. Aber Gott hat mir gegeben, geh mal. Und er hat mir diese Gehorsam auch gegeben. Und dort bin ich gegangen. Und was hat Gott getan? Ich habe Ingeborg dort getroffen. Wir haben ein Jahr später geheiratet. Und wir leben in Freude mit den Kindern. Gott kann. Wir müssen ihm einfach gehorchen. Diese Gemeinde lobt in der Wüste wohl riechende Zeugens. Steht hier in Hohelied 3,6. Von allerlei Gewürzpulver der Krämer. Es gibt in Aswan eine Straße, die heißt Sugi-Straße, Marktstraße. Diese Straße ist voll nur mit dieser Creme. Ein Geschäft nach dem anderen, nur Gewürze. Ich mag diese Straße, ich möchte immer durch diese Straße, ich rieche diese Kräuter überall. Und es steht über die Gemeinde, mitten in die Wüste, riecht gut. Riecht gut. In der Psychologie, dieser Geruch und jeder Parfüm, das heißt, das ist andere Sprache. Du kannst genau wissen, was für ein Mensch ist das, durch auch sein Parfüm oder wie riecht er. Manche, die riechen nach etwas Gutes, manche, die riechen etwas streng, manche ist schöner Geruch. Bei uns in Ägypten, wenn es eine riesengroße Gemeinde wie so und du gehst früher in die Gemeinde, würdest du etwas sehen, wo keiner Ausländer verstehen, warum ist das. Da siehst du, ein Bruder sitzt am Anfang von der Bank, der andere an dem anderen und so weiter und so fort. Weil wir essen morgens in Ägypten Bohnen und das schmeckt gut mit Knoblauch und Zwiebel, grüne Zwiebeln. Und danach kommt man in die Gemeinde. Und manchmal kommt ein Lied, wie unser Schlusslied heute, wo der Referent immer mit Halleluja, Halleluja. Und die Gemeinde riecht alle nach dieser Propangas, die ganze Gemeinde ist voll. Da sitzt du und weißt nicht, wo du gehst.
Aber hier redet von total anderer Sorte von Geruch. Die Gemeinde Jesu riecht nach Liebe. Nach Liebe. Vielleicht wir können das nicht vorstellen als wiedergeborene Christen. Das Wort Liebe draußen hat total andere Bedeutung. Und das Wort Liebe, echte Liebe draußen, das gibt es nicht. Es gibt echte Gold und es gibt beschichtige Gold. Das echte Liebe gibt es nur in Jesus Christus. Das echte Liebe gibt es nur unter die Gemeinde Gottes. Alles, was ist draußen, das ist eine Schicht. Die Leute, die heiraten und machen das beste Hochzeit in dieses wunderbare Hotel und auf einer Insel und Tausende von Euros wird bezahlt. Die hören 3, 4, 5 Monate später, die Papiere steht vor dem Amtsgericht für die Scheidung. Was ist los? Diese Schicht ist gekratzt und es war kein echter Gold. Die Liebe war nur die Schönheit von außen, die Lust, Geld, alles, was ist draußen. Und das lebt nicht. Das bringt nichts. Aber als Jesus uns geliebt, er hat mit einer echten Liebe und jetzt durch seine Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Deswegen die Gemeinde, Gottes Leib, Christi Leib heute in der Welt, das ist ein Geruch, der kommt raus, Geruch des Liebe. Dieser Geruch des Dankbarkeit. Die Christen danken. Danken. Vor kurzem habe ich einen Bruder im Herrn besucht, meiner letzten Reise hier in Ägypten. Der hatte eine Beine ist amputiert und hatte sehr hoch Zucker und zweite Beine fängt an, die ganzen Zehen sind sehr schwarz und da war Entscheidung, dass die auch die Hälfte und zweite Bein. Ich bin gegangen, ich wusste nicht, was für Worte nehme ich. Er ist nicht in Lage, ihm auch nochmal zu predigen. Bei unserer Kultur, es ist komische Kultur. Unsere Kultur ist voll mit Traurigkeit. Man darf keine Schokolade oder Blumen für einen, der morgen sein Bein wird abgeschnitten. Da darf man keine Blumen mitnehmen, weil Blumen bei uns ist Symbol für Fröhlichkeit und Freude. Und die Schokolade für einen, der morgen sein Bein. Ich weiß nicht, was mitzunehmen. Ich habe gedacht, ich lasse ein bisschen Geld in einen Briefumschlag, lege es unter dem Kopfkissen und sage, ich will dir mit dem Gotteswort segnen, ich lese etwas. Aber ich gehe herein in dem Zimmer, in dieser Klinik und der Bruder hat schön rasiert und sitzt wie ein König, das Gesicht lächelt und voll mit Hoffnung und Freude und sagt, was ist passiert für mich? Der Mann sieht sehr gut aus. Ich wollte eigentlich, aber ich traue mich nicht, dass ich die Decke wegnehme. Ob richtig, hatte er nur ein Bein und so. Warum lächelt ihr und so? Der Hoffnung ist in ihm. Er ist ein Stück von der Gemeinde Christi, von Jesus Leib. Mitten in dem Not kommt sehr schöner Geruch. Solche Geräusche kommt nur von Gottes Kindern. Dieser Gemeinde in Höchstlied steht die Frage, wer ist sie? Und ich will eine kleine Schnellvergleichung zwischen die Braut und der Bräutigam. Wer ist sie? Die hervoll glänzt wie das Morgenrot. In Offenbarung 22, Vers 16 über Jesus. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Wir leuchten, weil wir nehmen diese Kraft und Leucht durch ihn.
Genau wie der Mond. Der Mond ist ein dunkler Stein. Aber dieser Reflexion von der Sonne auf der Mond, man sieht nachts, der Mond ist voll mit Licht. So steht genau über uns. Wir leuchten, weil unser Herr, sagt die Bibel in Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wir leuchten, weil unser Bräutigam, er ist das Licht. Er ist die Quelle für das echte Licht. Dann, wer ist sie? Schön wie der Mond. Und Psalm 45, Vers 3, du bist schöner als die Menschenkinder. Die Gemeinde ist schön, weil der Bräutigam ist schön. Er hat richtig gut ausgewählt. In dem Seelsorge sitze ich mit vielen Männern und Frauen. Und manchmal kommt ein Mann und fängt an, seiner Frau sehr schlecht zu machen. Sagt, sie passt nicht gut auf. Das weiß nicht. Das Essen nicht schmeckt nicht. Sie ist immer so und so weiter. Und ich sage zu ihm, mach deine Frau und ihren Geschmack nicht sehr schlecht, weil sie hat dich persönlich ausgewählt. Sie hat dich ausgewählt. Wenn die Frau so schlimm, so, was für Katastrophe hat sie ausgewählt. Tu das nicht. Der Herr Jesus hat die Gemeinde ausgewählt. Mit vollem Willen und mit vollem Wissen hat er uns ausgewählt. Manchmal, wenn ich gucke an mir selbst, ich schäme mich. Manchmal schäme ich mich und sage, er hat mich ausgewählt. Und so bleibe ich manchmal undankbar. Er hat mich ausgewählt und gesegnet und hat von mir eine Braut für sich. Und manchmal bin ich nicht sehr schön wie er ist. Die Gemeinde ist sehr schön, weil er ist sehr schön. Es steht hier nicht, du bist schöner als die Menschenkinder. Es meint nicht nur der äußerliche Schönheit, aber Jesus war schön, Nummer 1, in sein Leben. Sein Leben war sehr schön. Es fehlt mir die Zeit, um das zu prüfen von Gottes Wort. Aber ich nehme nur eine Zeugnis. Nicht von den Jüngern Jesu, auch nicht von den Engeln, die vor ihm gebetet und die Gesichter und die Füße bedeckt und haben heilig, heilig, heilig. Ich nehme es nicht von den Engeln. Ich nehme es nicht auch von Maria, seiner Mutter. Ich nehme es nicht von Paulus. Ich nehme es von einem Räuber. Ein Räuber, der neben ihm gekreuzt. Und er sagt zu seinem Kollegen, er hat nichts Falsches getan. Jesus war sehr schön in seinem Leben. Aber zweitens, er war sehr schön in seiner Rede. Seine Worte. Hat die Leute geheilt. Hat Frieden gegeben. Hat Sicherheit gegeben. Jesus war sehr gut und schön in seiner Lehre. Er war sehr schön in seinen Verheißungen. Auch in seiner Barmherzigkeit. Er war schön. Es gibt in der Bibel so viele Bibelverse, die redet über den Herr Jesus Christus. Besonders in dieses Buch Höhenlied. Er redet über Jesus. Er ist schöner als die Zedern in Libanon. Vielleicht muss ich einmal über diese Zedern predigen. Da habe ich dort, mit meiner Frau waren wir in Libanon und da habe ich in Zedernberge gegangen zusammen. Und ich habe Bilder gemacht, wie der Zederbaum ist ähnlich wie der Herr Jesus Christus. Das ist so viele Punkte, aber das ist nicht die Zeit. Dann diese Gemeinde, wer ist sie? Klar wie die Sonne. In Maleachi 3, Vers 20. Und für die Geschwister, die arabische Bibel haben, vielleicht jemand durch das Internet uns hört, das Buch Maleachi auf deutsche Sprache ist
3 Kapitel. Aber auf arabische Sprache ist 4 Kapitel. Kapitel 3 endet bei Vers 18 und Kapitel 4 fängt ab Vers 19. Das für uns, bei mir, wenn ich bei den Araber predigen, das ist Malachi Kapitel 4, Vers 2. Aber auf Deutsch das Malachi Kapitel 3, Vers 20, das keiner sucht. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, werde die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Sie ist klar wie die Sonne. Warum? Weil ist persönlich die Sonne der Gerechtigkeit. Und für die Sonne können wir 3 Sachen haben. Licht, Wärme und Reinigung. Licht und die Wärme. Und die Leute, die verstehen bei dem Agrararbeit und den Pflanzen, es muss mit einem Fluch, dieses Gerät, das geht in den Boden und macht Streif, heißt Fluch, richtig? Ja? Flug, ja, okay. Nicht Fluch, nein, nicht Fluch. Und die nicht Flucht, sondern Flug. Dieser Flug macht dieser, warum? Warum? Dass die Sonne kommt in den Boden, alle Insekten gehen raus. Dann kann man die Samen auf dem Boden sehen und bewassern und kommt die Pflanze gesund und gut. Von der Sonne das Gerechtigkeit. Von Jesus bekommen wir Wärme. Diese Wärme und diese Geborgenheit. Von Jesus bekommen wir Licht. Und Jesus reinigt, durch sein Wort reinigt unser Herzen. Es kommt noch, wer ist sie? Fruchtgebietend, wie Herrscher mit Kriegsbanner. Vielleicht sagt jemand, das passt nichts gerade mit dem Thema. Wir reden über Liebe, Geborgenheit, Freude, Sonne, Licht. Doch die Gemeinde hat ihre Macht. Gottes Leib hat Macht. Christi Leib heute hat Macht gegen die Finsternis, gegen die Anfechtungen. Was machen unsere Jugend heute? Gegen die alle, was ist Drogen und die Sexualität und Alkohol und alles, was ist draußen. Wie können sie die jungen Leute schützen? Wie kann jeder frische Ehepaar ihr Leben schützen von der falschen Beziehung? Wir brauchen diesen geistlichen Panzer, der uns hilft. Und in Jesaja 42, 13, der Herr wird aussehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann und so weiter und so fort. Und es ist kein Wunder. In in Johannes Kapitel 19 und Offenbarung Kapitel 19. In Johannes Kapitel 19 steht Jesus vor Pilatus still. Und die Pilatus sagt, antwortest du mich nicht? Aber in Offenbarung Kapitel 19, ein Held sitzt auf weißes Pferd und in seinem Mund kommt raus ein Schwert und er hat den Sieg. Er ist derselbe. Unser Bräutigam ist ein Held und er will, dass seine Kinder, seine Gemeinde muss mit dieser Rüst, wir gehen nicht ohne diese Rüst. In Epheserbrief Kapitel 6 steht über die Bibel, dass es das Schwert des Geistes. Das ist das Schwert des Geistes. Durch dieses Wort, mit diesem Schwert können wir wirklich den Sieg haben. Steht das Leben von Ruth, ich mache es ganz, ganz kurz, als Beispiel für diese Geschichte. Ruth, ein Symbol für die Christi Leib heute auf der Erde. Eine Frau, die Schwiegervater ist gestorben, Schwager ist gestorben,
dann ihr Mann ist gestorben. Und es steht sie wie jemand, der keine Hoffnung hat. Aber der Herr sagt in Ruth Kapitel 1, Vers 10, Ruth aber hängt ihr an Naime, an ihrer Schwiegermutter. Ruth, ein Name, der heißt die Treue, die treue Frau. Ruth heißt die Treue. Die steht, Ruth aber hängt an. Und danach in Ruth 2,3, es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. Sie ist gegangen zu arbeiten und die Bibel sagt, es traf sich. Gott hat das vorbereitet. Durch diese schwarze Situation. Witwe, keine Hoffnung, keine Zukunft. Ihre Schwiegermutter voll mit Bitterkeit. Sie hat gesagt, nenne mich nicht Naime, sondern die Bittere. Aber der Herr öffnet durch diese Schwierigkeit eine neue Hoffnung. In Ruth 2,7. Und sie kam und blieb von morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lang zu Hause sitzen. Und das ist die Situation für die Gemeinde Jesu heute. Eine Gemeinde, die fleißig. Eine Gemeinde, die Eifer für Gott. Vielleicht sieht man nicht sehr schnell Ergebnis oder Hoffnung. Aber er hat versprochen, ich bin bei euch aller Tage bis zum Weltende. Wir brauchen nur geduldig zu sein. In Ruth 3,11, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtighaft Frau bist. In meiner arabischen Sprache steht, dass es eine tüchtige Frau ist. Das ist die Gemeinde Gottes heute. Ich weiß nicht, warum hat der Herr dieses Thema auf meinem Herzen gelegt. Vielleicht leidet einer oder andere unter bestimmten Grund. Und da kommt der Feind, der Lügner, der Vater von aller Lügner. Und versucht die Hoffnung raus. Nein, wir geben nicht auf. Gebt nicht auf. Wir haben ein lebendiger Held. Heute ist erster Advent. Der Herr kommt. Der Bräutigam kommt. Er kommt. Er kommt. Wir sollen auf ihn harren. Wir sollen auf ihn warten. Mit Geduld, mit Freude, mit Sicherheit. Er hat gesagt, sehe, ich komme bald. Er kommt. Bleib still, bleib gesund, bleib wach, bleib aktiv für den Herrn. Tu deinen Dienst weiter. Hör und gib nicht auf. Lasst uns beten. Nimm diese stille Zeit, um der Herr zu danken. Erinnerst du dich als kleines Kind, wenn du siehst von dem Fenster, dass der Papa kommt und da hat er in der Hand etwas mitgebracht. Hast du dich gefreut? Erinnerst du dich? Erinnerst du dich, als der Weihnacht war vor die Tür und die Eltern haben Geschenke besorgt und versteckt unter dem Weihnachtsbaum? Erinnerst du diese Freude? Vielleicht haben wir viel lauter Sachen vergessen. Aber ich rede heute von dem Bräutigam. Der kommt bald, um uns mitzunehmen. Das ist der Traum für jedes Mädchen. Den Tag für die Hochzeit, wie sie mit dem Bräutigam in eine sehr schöne
Situation zusammengehen. Und so fängt das Ewigkeit an. Leidest du unter Krankheit, Schwierigkeit? Papa kommt. Der Held kommt. Der Bräutigam kommt. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast uns nicht verlassen oder vergessen, aber du hast uns versprochen. Du bist mit uns Tag für Tag. Und das kommst du bald. Wenn es für uns bei unseren Gedanken ein bisschen lang gedauert, das ist wegen deiner Barmherzigkeit, dass die Leute, die Eingeladenen für die Ewigkeit, Leute, die uns heute hören, geben ihr Leben zu dir und wählen dich an als Herr und Heiland. Wir beten, dass du uns Geduld und Trost und Macht gibst. Segne das Wort und lass sie Frucht bringen in unser Herzen. In Jesu Namen. Amen.